Dickrich TV haut aus der Maison Musigart an der Rue des Halles. Centre pour Maid geteilt all Weekend für gut Stimmung gesucht. Immer mehr am Detail auf das Schwätze kommen materielles Gebäude gibt. Nachbar vom nach einem kleinen Aufstieger an den Dickricher Gemengerot. Da nämlich gibt es Anfang des Monats ein paar Changements. Den LSAP-Politiker Claude Hagen war 1994 feste Bestandteil vom Dickricher Gemengener Schäferrot und 2001 immerhin 3-mal Bürgermeister von der Stadt Dickrich, also bald nicht wie von Haie Wäsch zu denken. An Dach als ihn Lozanter dem 5. Januar Minister für Landwirtschaft und Sozialsicherheit. Es wird also notgedrungen müssen zu Änderungen am Kader vom Gemengerot zu Dickrich kommen. An die müssen nur strikte Regeln aufgewickelt gehen. Dafür war der 7. Januar eine Sitzung abgerufen, die vom Burmestre für seine Funktion René Canivet bisweilen echte Schaffen gelegt wurde. Auf von ihm gab es dann einmal für dich ein grosser Lauf und der freie Bürgermeister für seinen Verdienste. Ich will aber an meinem persönlichen Nummer noch vom Schäferrot und es gibt Menge noch am Nummer vom ganzen Gemengerot. Dem Hagens Claude vielmals merci so für das, was er für eine Stadt gemacht hat. Und es sind nur 10 Staaten noch nach seiner neuen Position. Also ein Minister kann vielleicht nicht für den Staat machen, er kann aber viel Machtschwätze an einer Regierung. Und noch heißt er am Dossier in Dante noch machen, was Eisenlein betrifft. Aber doch auf der Art als nichts beieinander betrifft. Als erster Punkt Ordre du Jour müssen die Gemengerot komplettiert gehen. Und zwar gab dafür für den nächsten Gewählten auf der Liste von der LSAP Frank Link als Remplaçant von Claude Hagen verredigt. Merci. Den diplomierten Sportsprof Frank Link, den als Sportskoordinator von der Maison Relais zu Dickrich schafft, ist viele bekannt als freieren Handball-Nationalspieler, aber auch als Präsident vom Chef Handball. Hier ist er auch mehr lang schon an verschiedenen Kommissionen von der Gemeinde aktiv, und zwar in der Schule, der Sports- und der Jurenkommission. Und an diesen Bereichen will er sich auch in Zukunft abbringen. Das sind so die Sachen, die mich interessieren und wo ich will etwas dazu beitragen, was mich am Großen und Ganzen aber immer und der Politik gereizt hat, das einfach für die wunderschöne Stadt noch mehr wunderschön zu machen, wie sie schon ist. Und ich meine, das soll Ziel von jedem an einem Gemengekonseil sein, den an einem Gemengekonseil ist, dem leidt die Stadt, wo dran ist, Herzen an für die so zu belassen, wie sie ist, oder sogar noch zu verbessern. Und ich meine, das ist das große Ziel, was Jidfried soll haben, und noch dafür sind ich hier, und noch das will ich die nächsten Jahre dann hier machen. Dann hat auf Seite von der Opposition auch ein neuer Conseiller für CSV verredigt gehen. Im Dezember des letzten Jahres hat die langjährige Gemengerätin Françoise Kerger-Faber hier die Mission gereicht. Sie geht von Lohn als hat vom Ingenieur-Agronom Dan Kneip, den als Prof am Lycée Technique Agricole tätig ist. Seine Priorität am Gemengerot leider aber bei einem anderen Plan. Die ganze Landwirtschaft bleibt natürlich national Herz. Aber kommunalpolitisch schon die ganze Verkehrsproblematik oder Verkehrssituation hier an der Nordstadt eigentlich, wo ich eigentlich nicht ganz zufrieden bin, wie das auflebt, oder mir nicht ganz zufrieden bin, wie das auflebt. Da werde ich schon versuchen, mich mit anzubringen. Mit der Verredigung von den 2 neuen Conseillern konnte der Gemengerot auch zum Wort übergehen für die Nachfolge von Claude Hagen am Kader vom Schäferrot. Und zwar gab es eine Proposition von der LSAP, den Claude genannt Jing Daleiden als zweite Chef proposiert und den zweiten Chef Clotilde Singerseits für den Posten vom neuen Bürgermeister. Mit allen 7 Ja-Stimmen und 6 Blauen gab es die Proposition dann noch vom Gemengerot angeholt. Es ging dann am Jing an der Menge merci so für die Designation als Kandidat. Prozedur wird so sein, dass den Grand Duc mich als Bürgermeister muss nominieren. An Recht von der Nomination unterschrieben im Interieur leitet, kann den Interieur mich rufen zu verrichten. Gleichzeitig gibt den Daleiden als Chef Matgruf für wenig zu gehen und die Information aus dem Interieur aus der Tat kann eventuell bis zu 14 Tage dauern, bis der Tat gelangt ist.
A wann dann alles no Plan lief, Dieft en Januar schon den echten administrative Gemengerot aufgehalle gin, fiwer weiter Posteverdelungen, wie zum Beispiel an de Gemengesyndikater zu bestimmen. Zeigt dann aber an der Maison Music Art, wo zunter dem Sommer dat letzte Jahr all Weekend immer lass ass. Besonders auf dem Sonntag, da ist halt gut immer dick voll an der Luft am Bund. Du nämlich als T-Danseur gesungen. Sondes Mëttes ass an der Maison Music Art zu Dekresche well ëmmer richtig eng lass. T-Danseur as e Freizeit-Ugeburt wett gefrot ass. A fir dat Leiit zu Guer vum mi weit hier kommen. Eng ganz Party vun de Gäst machen immer eng richteg Tournee vun den T-Danseuren an der Gegend, wobei sech Dekrech elo als Neitop-Adresse rausschielt. C'est une découverte, hein? Ça change un petit peu des autres sorties, oui, c'est très bien. On a des amis, ces personnes-là, qui nous ont dit qu'on dansait ici pour des gens de notre âge. Quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est la première fois? La deuxième fois. Voilà. Mais on reviendra parce que c'est bien. Qu'est-ce qui est spécial ici? Le patron? Les patrons, l'ambiance, tout. C'est super. Et en plus, lui, il danse bien. Okay. A well soviel sportlege Aktivitéit jo och moll Appetit mëcht, ginn an der Halfzeit och kleng Häppercher ugeboten, Zopp oder pastechte Natter zum Beispiel, dat halt Leifer seel ze summen. Musik deget allwoch aufgewieselt. Hautlo as den Duo vun Everdance, déi fir de richchten Takt zuecht. Everdance, dat sinn zwee passionéiert Hobbymusiker, déi eng Präsentatiun biden déi vun Herze kënnt. Zu Dekrech awer fillen sech de Pensionär Marco Rasch an de Schuldirektor Yves Schmerz so richteg wuel. Also die Stimmung ist super, die seht ja, Leute alle tanzen, also besser geht es nicht. Wie gefällt dir Scheit zu Dekrech? Wunderschön, ich komme erst im Dave Minute und das ist immer schön, auf Dickrich zu kommen. Was ist dann nun der high Ambiance besonders? Immens für den Saal, dass für den Kader steht, die Leute kennen den, das ist einfach eine positive Stimmung, wenn er darf so. Den T-Danseur an der Maison Music Art huet einfach ageschloen. Das Rendezvous am Sonntag Nachmittag schenkt dem noch schon de Lo, net mehr aus Dickrich ewäsch zu denken zu sinn. Ja, aber immer du sind lo die Hauptresponsabel von der Maison Music Art. Du dich lo für den Anfang auf den Weekend beschränkt. Du machst aber ganz verschiedene Sachen. Freitags, Samstags, Sonntags den T-Danseur, Freitags, Samstags. Was läuft da? Das am Anfang Freitag machen wir so eine Rock Blues, so ein bisschen so an den Genre. An Samstags machen wir so eine Mischung Portugiesisch mit Lützburger. Zum Beispiel machen wir so eine Sorge von mit der Harmonika. Du musst zum Beispiel schon 2 Dächen mit Zillerfleit reserviert Lützburger sind. Dass das nicht so normal ist, dass Lützburger an der portugiesischen Integration sind. Ne? Also für uns ist das schon mal gut. Das ist schon mal gut. Sie kommen nicht just für die Dansant, sie kommen auch schon für die portugiesische Sprache. Das Ärzte bei uns, dass du sind am Anfang nicht der Wert, die Lützburger gibt bei uns Samstags auf portugiesische Sprache. Ne? Aber wenn wir eine Stelle vor Kriterien, voilà, die Reservationen sind da und die Leute sind froh. Sie sind schon froh, mich an Amadeus schon gesehen. Voilà, das ist wirklich tipptopp. Ja, das ist auch flott, dass die Leute so eine andere Kultur kennenlernen. So wie Lützburg die portugiesische Kultur, wie die portugiesische auch Lützburger Kultur. Ich wohne heute in Lützburg seit Jahren und ich war noch nie an einem T-Dance und das habe ich so zu gesehen. Und das ist flott, aber zu sehen, wie sich also zusammenmischen und Kulturen mit denen gut gehen. Das heißt, der Teil kann auch so einen Platz geben, wo wirklich auch so ein Austausch von Kulturen stattfindet. Ja, natürlich, das voll immer gerne. Die Lützburger Portugiesen gehen nicht viel hier im Land, das wissen Sie reden, dass sie ein bisschen mit zusammenkommen, nicht so den separat sind. Also Multikulti. Ja. Viele Italiener, just. Das ist ja auch Maison Music Art, das heißt, das Melo, wie nehmen einfach Musik, aber was er geplant wird. Ja, das ist am Anfang wir haben die Saal auch, das ist am Anfang
das Musikat das im Kopf für Musik. Aber wie immer schon so ein schönes Konzept hat, los immer auch am ganz vorbeiieren für die Vereine die Saal zu lohnen. So ein Ball, zum Beispiel auch kann Fußen, so ein Fußball einmal mit der Verein von Dickrich. Die sind alle Vereine von Dickrich, von Nettelbeck, egal von Basten oder von Bettendorf, egal, sie sind bienvenue. Kann Ihnen das ganz doch lohnen für Privatswarien? Ja, auch gerne Privatpartien. Hat man auch schon paar aus eurem Konzept, muss ich immer mal Datum oder am Tisch gucken. Ich meine, das ist aber auch gut soll dafür, also eine Pandemie gut soll für wenn das Leute, übrigens können wir gerne machen. Etwas, was der auf keinen Fall will gehen, das ist ein Disco, oder mal so. Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht. Das ist schon genug. Nein, auf jeden Fall nicht. Wir wollen am Anfang alle etwas merken, das ist für ein Alter. Wir sind ja nicht alt, ne? Aber aber das passt schon alles dabei, ne? Da passt schon alles dabei. Aber als Konzept, also ab, sagen wir mal, ab 40 Jahren, die einfach in Regel einmal sind. Die wisst ja bei verschiedenen Sachen, bei Disco, so sagen, 18 Jahre, 19 Jahre, sie gehen nicht einfach nicht in ein Museum, sie gehen einfach anstelle für das Volk zu machen. Aber das wollen wir nicht mehr. Das ist wir sind ein Klientel selber. Ein Klientel selber, das ist ein Alter, das sind korrekt Leute, sie kommen in ein Museum, viel Platz zu trinken, mit Kollegen, die Kollegen, die Jumping, die Joss pinkt in den Arm, voilà. Das ist so in Kettenunien. Und das bei den Dansant, das hat sich gelungen, das mir kann auch verschiedene Leute, alle Sonntag wird mir merken, sie nehmen andere Leute noch nie einfach. Das hat mir auch. Kann ich also auf alle Fall gespannt sein, was ihr nachher alles wird bieten. Musikalisch gesehen hat es heute zu Dickrich auf alle Fall das Jahr exzellent angefangen. Auch schon den 9. Januar war ein ganz schönes Neujahrskonzert an der Neuer Kirche. Et ass well Traditionioun, dats um Ufang vum Jo de Konservatoire du Nord vun Nettelbreg an Dickrich ëmmer e grossen Najoschkonzert an der Dekanatskirch op der Kloster zum Beste gëtt. Dekeer awer waren ëmso méi gespannt, wenns der Pandemie gouf den netlech Ausfall, a bis zulächt war net gewusst, ob den Event iwwerhap kenint stattfannen. Das ist absolut spannend und das ist absolut motivant, haut hei zu sinn. Ich meine, wenn den sich gleich evaluiert hat, so Ratio hat gesagt, komm, so alles auf, dass du guckt, halt schon Begeisterung, wie kann er heißen für zu sagen, die freuen sich seit Montag, ob das ein Auftritt. Dafür sind wir unheimlich dankbar, dass wir können heute die Arbeit zum Aufschluss führen und dass jeder kann dabei sein haut. Lass ganget dann noch direkt am Ufang mat de Kanner an de Jugendlichen. 6 Keier am ganzen huet de Konservatoire well. Eng Choer Schoul mat 4 Kannerer Jugendkeier en Ensemble vokal mat Fussenen anzanter dem lächt Joch och nach de Jugendchoer Nordvox. Am ganzen also sind dat die 100 Sängerer Sängerinnen, déi Dekanatskirch Ufang Januar zum Vibréiere bruecht hunn. Ich meine, zwei ein bisschen so derbisch, die wir im ganzen Jahr machen, an all seine Facetten. Alle Preise, die Tage, jetzt verlangt, Wie se statt fir een Najoschkonzer geheiert gouf net natürlich auch eng Party mi weihnachtlich klang, besonders vom Ensemble vokal, denen nach anderem mat aus sich aus dem Bachsingem Weihnachtsoratorium iwwerzege konnt. Auf ihrem mi modernen Touch goufet töchten einzelne Sequenzen auch immer nees Improvisationseinlagen vom Organist Maurice Clement, den se Scheiersinger Hauskirch natürlich besonders erles gespurt huet. Den Najoschkonzert vum Konservatoire du Nord ass iwregens den Optakt vun enger ganzer Reikonzeren, die am Januar aufgehale ginn an die Vielfalt vun der Musikshow solle weisen.
Den 27. Januar dann also ganz geschworschauen als auch nächst Optakt vom A Cappella Festival. Ein Event vom Centre Culturel KP zu Ettelbreck mit Konzerten, sowohl zu Ettelbreck wie auch zu Dickrich an den 2 Kirchen. Es wird immer ganz gut besiegt das an für ein bisschen ein Viergeschmack zu gehen, ob das, was du geboten geht. Machen wir mal für dich den kleinen Rückblick auf die letzte Edition von 2020. How come I end up where I started? How come I end up where I went wrong? I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Ja, beim Raslo den artistischen Direktor aus dem KP. Guten Abend, Karl Adelsteinson. Ja, den A Cappella Festival, das ist schon aber etwas ganz Spezielles von Ihrem Centre Culturel. Das eng nicht hier im Land muss ich sagen, dass für ein 8 Jahre, wie ich am KPU gefangen habe, da war mal als eine Recherche, was gibt es in diesem Land noch nicht, wo man da kann man an diesem Programm auch wenig demarkieren. Und muss ich sagen, dass wir immer ein Barockfestival hatten, der sind aber entre-temps schon ein paar gehen, damals. Und was aber nicht gibt, das ist ein Stimmefestival heute zu Lützeburg, das ist zum Beispiel in Deutschland, Frankreich, Belgien, alle Städte hat. Und heute hat gefehlt, und auch mit der Proximität vom Konservatoire, aber auch mit den ganz vielen Vereinen und Schulen, die sangen hier in dieser Region, was lungt noch für dann noch ein A Cappella Festival, das Stimmefestival an der Region zu gründen. Du hast nicht den Namen von Ihrem Centre geguckt, was kann ich da machen, was kann ich da basteln, und dann sind Sie auf A Cappella gekommen. Es war nicht unbedingt DW mehr, aber Herr also mir schön Jeu de Mots extrem gerne, also bei uns gibt es auch den SKP-Bar, Escape-Bar und so weiter, also wir spielen schon ganz gerne mit der Aufkürzung von unserem Haus, also da haben wir dann davon profitiert. Mit war den anderen Währung, da man sich geguckt haben, okay, was für eine programmatische Priorität setzen wir, und wie man dann das vor der Kapelle gelesen zu KP, lungt aber nur, dass man in der KP Licht dran drücken. Wir haben 4 Bilder gesehen von 2020, das ist wirklich ganz vielseitig, was da geboten wird. Das ist also wirklich ein ganz großes Bandbreite und verschiedene Sujets, die ihn da hat. Ja, die DNA vom KP soll sich daran herumspiegeln. Und DNA ist auch pluriel. Und wenn wir dann noch so ein Festival organisieren, dann ist es normal, dass man auch dann verschiedene Stilrichtungen vom Gesang daran repräsentieren. Muss ich sagen, A Cappella heißt dann vom Gesang ohne Instrumentalbegleitung. Das heißt, alles, was wir hier können hören, hier zu Dickrich oder auch zu Ettelbreck am KP, also alles ohne Begleitung. Und du kannst dich wundern, ob du wirklich kein Instrument am Hintergrund sind. Aber das ist alles just die Stimme. Aber an verschiedenen Facetten. Das heißt, den mehr klassischen Teil, den ist halt zu Dickrich, an der Kirche oder an der größeren Kirche. Und dann haben wir den mehr Jazz- oder Pop-Teil am KP. Und dieses Jahr wurde auch ganz interessant Sujets auch zu Dickrich, in anderem wirklich Flottkonzerten, die programmiert sind. Ja, ich freue mich enorm auf den Programm heute zu Dickrich, Samstags und Sonntags. Es geht los, nachmittags, Samstags mit einem Chor aus Deutschland, Ensemble 85. Das ist ein exzellenter Männerchor unter der Direktion von Matthias Ratschik. Die Leute, die am Konservatoire heute zu Dickrich Ettelbreck unterwegs die kennen, das ist ein Leader von der Chorschule. Den hört am Saarland ein Männerensemble, den ist exzellent, wirklich.
Die werden hai 5 Uhr an der aller Kirche samstes optreten mat juste engem Repertoire 4 Männerstimmen. Dann hummer die Grosoire samse sowes mat den weltbekannten Kingsingers, die jetzt schon iwwer 50 Joer ginn, die sich lo komplett erneiert hunn iwwer die lächt 10 Joer. an dat gët wirklich een phänomenal Nowen noch e vun Highlights vun dem Festival mat de Kingsingers. Ja, da schließt man auch den Festival offiziellheit zu Dickejof, sondes nommetes Feierauer mat Ingenium Ensemble, das sind die 6 Sängerinnen und Sänger aus Slowenien, an exzellent Stimmen, auch an dem exzellente Saal von der Kirche, der aller Kirche zu Dickerich, was ein akustische Bijou ist. Klingt ja alles fantastisch. Die will aber auch ein junge Publikum ausschwätzen. Du hast auch dort Workshops an dem ganzen Kontext. Ganz genau. Also wir haben E-Workshop, der von als Beatboxer geht. Wir haben so viele Champion, als belgische Champion, als Weltchampion Beatboxing, das ist der Foodbox G. Könnt von Gent. Und die werden 3D hier in der Region sein. Also ich hatte mal Samstag so einen Auftritt um 7 Uhr, also Showcase, Beatboxing, Auftritt bei unserem Foyer. Und die zweite für drunten geht an die Schulen. Ihr könnt hier auf Dickerich an der Grundschule werden Donnerstag Workshop haben für die Kinder zwischen 9 und 12 Jahren. Da werden dann 30 Kinder dort zusammenkommen an der Schule und da gibt es hin so ein paar Basics vom Beatboxen. Das Geräusch mit Mund machen, Rhythmus mit Mund machen, mit Mikro ganz nah. Noch wie schafft ihr mit Mikro? Freitagsmorgens ist dann an der Ettelbrecker Grundschule und dann Freitagsabends dann ein Auftritt. Also ich kann damit mit Herz lehnen, noch den Jungen und Jugendlichen für Freitagsabends guckt zu kommen, das ist wirklich phänomenal, was er bringt. Und da geht es 4 Runden mit einem Pop-Ensemble aus Deutschland on air, die wirklich schnell knallharte Pop bringen, wo sich wirklich freut. Es sind keine Instrumente oder irgendwelche Computer, die Hand ablaufen haben. Es ist wirklich just Stimme. Nach eine letzte Frage, kriegt ihr überhaupt nach Billien? Kriegen nach Billien, absolut. Also auf acapella.lu oder Luxemburg Ticket oder bei uns am Ticketschalter kriegen auf jeden Fall nach Billien. Das ist immer gut, wenn man sich ein bisschen am Vieraus aber drum ist. Wir haben ja am Moment eine reduzierte Jauge von 200 Plätzen pro Konzert. An der aller Kirche nach sogar ein bisschen Männer, wo wir auf 70, 80 Plätzen disponibel haben. Von daher ist es gut, wenn man sich am Vieraus meldet mit kriegen, aber bald fallen nach Ticket. Okay, egal wie, Dickerich TV wird auch den Aufschlusskonzert mit filmen. Also wir werden nicht auf alle Fall, ob man uns extrem aus dem Aufschlusskonzert weisen, wenn nicht geht auf alle Fall auf die Seite vom KP gucken. Und ich gebe so nicht ins Schnell ein Fotos. Nee, auf jeden Fall nicht. Das ist ein Highlight. Vielmals merci, Karl Adalstein. Merci für die Invitation. You are the air, now you are the air. You are the breath that makes me strong. You are the catch that kicks in my couch. You are the burden of my song. You are the burden of my song. Just you. You of my song. Yeah, Ja, am Sangen dauert sich ein bisschen wie am Kachen, Bandbreite und Möglichkeiten ist immens groß und das kann ihn immer überraschen mit Neuem. So hat es sich auch mit dem südländisch angehaltenen Plat, den wir am Kader von unserer Serie Dickerich kocht vorstellen wollten. Bonjour à tout le monde, c'est Anthony ici, du restaurant 29 à Dickerich. Je suis le gérant et le chef cuisinier du restaurant 29. Je suis cuisinier depuis presque 20 ans. J'ai commencé depuis que j'étais petit garçon, comment dire. On a choisi dans les temps un peu difficiles de la pandémie, mais on a bien choisi la place pour ouvrir notre activité, notre commerce. Et maintenant, on va faire pour vous, je vais préparer une assiette traditionnelle typique de la cuisine italienne du sud de l'Italie, de chez moi. Moi, je viens autour de Napoli, donc
On va préparer avec vous quelque chose d'extrêmement simple, mais extrêmement, absolument bon. On va commencer avec des paccheries faisant maison, et delle vongole verace italiane, delle mule, tomates cerises jaunes rouges, les bras de poulpe, poivre noir, du sel et de l'ail. Huile d'olive, bien sûr. On va mettre de l'ail et on le laisse devenir un peu blanc. Et on va le lever, on ne risque pas de le brûler. On va prendre notre tomate cerise pour faire le fond. On va ajouter déjà un petit peu de vin blanc. On va commencer à couper les poulpes, pas trop fin, pas trop épaisse, quelque chose comme vous voulez, mais on va les couper. Et on le laisse avec les tomates cerises. Ça, nous on a besoin pour faire aussi la décoration. On va ajouter du persil. On va ajouter la vongola verace. On va ajouter le mille. Et pendant que la conquillage va s'ouvrir, on peut lever notre pâte. Je rappelle, pâquerie faisant la maison. C'est une assiette traditionnelle aussi de le dimanche. Ça me donne beaucoup de mémoire, me rappelle toujours ma jeunesse à la maison. On va gratter le zeste de citron pour donner un peu de frais. L'assiette est prête. Bon appétit à tout le monde et merci. 2022 feiert Krech bei den Debbessen hat zu Dickre schon ihren 20. Geburtstag. A fir dat festzuhalen ass lo bis zum End vum Mount am Kulturhaus eng Flottausstellung mat Wirker, déi Kammer aus der Krech selber herstalt hunn. Wins der Pandemie war zwar net alles so gelaf, wie sie sich eigentlich firstalt hatten, trotzdem soll den sech dës Ausstellung unbedingt ukucke goen. Eigentlich wollt Krechlo am Januar groß ihren 20. Geburtstag feiern, auf für die Ausstellung am Kulturhaus mit verschiedenen Institutionen von Dickrich zusammen schaffen. So zum Beispiel sollten sie mit den Bomien und Bopien am Altersheim gemeinsam Bilder malen. Wenn der Pandemie aber müssen umgedurcht gehen. Dafür haben wir jetzt mit einer dickrischer Künstlerin, dem Nancy Sassel, zusammengetan und ein paar Tableaus zusammengemalt, das heißt zusammen auf Distanz kann haben. Tannergrün gemalt an Nancy huet dann Dieselscher Drpp gemalt. An des Flottabloen, déi die Dickrecher Iselen an alle Farbe weisen, kredin also lo am Dickrecher Kulturhaus ze gesinn. Donieft sinn awer eng ganz paar die Bilder ausgestaltet, kann ganze Läng realiséiert hunn, den ënnechte Stock iwwer dems ass vun der Dickrecher Artistin Nancy Sassel besat, déi hai ihrerseits mat Dickrecher Iselen am Großformat präsentéiert das. Eng ganz vielseitige Ausstellung also, die an engem soch weist, wat alles an der Krech bei den Debbessen zu Dickrich Geburte gëtt. So zum Beispiel gëtt doch e ganz interessante Neck vu Fotogewiese ginn, dit kann er bei ihre Spaziergäng mat der Krech selber realiséiert hunn. Also mir weisen hai wéi mat zum Beispiel Bilden plurilang ëmsetzen, mat Quaitbicher, wo Kanner kënnen mat ihren Erzählerinnen am Stuhlkreis ze summe kucken. An dee Quaitbicher kann ich ganz viel Sachen manipulieren, dat erlaubt dann d Spruch gut zu integrieren. An do bande gesäit dann noch den Projekt Yoga op Franzésisch.
Die ganze Evolution vun der Krich vu 24 Joer bis haut kann en zuschifregens an der aller Kirch direkt niwen nun ukucken. Heiers da noch dat Chain Kannerbuch de Moxfox huet Geburtstag ausstalt, wo die kleinen Visiteuren selber draliesener lauschtre können. Den 23. Januar mit es 3 an den 30. Januar moes 10:30 sind aber auch Lesungen geplant, wo d'Autorinnen selber Geschichte zum Beste gehen an op Wunsch auch Senjährige können. Den 22. Januar des Samstag also invitiert doch Künstlerin Claudine Maillet op einen ganz flotten Workshop am Kulturhaus zu Dickrich. Und zwar den do wären 3 Stunden an Kunst von der Bande dessinée gefordert. Die Autodidaktin, die entretemps schon ein paar Preise gewonnen hat, hat selber mal mit so einem Kurs angefangen und das für nach gar nicht allzu langer Zeit. Künstlerin Claudine Maillet malt alles, was sie so rundherum gesagt und interessant findet, und kombiniert das Tenor auf der Toile. Am liebsten malt sie am Acryl. Ob schon sie nur an der letzten Meter zum Figurative von tut, so hat Claudine Maillet in der Zeit mit abstrakter Malerei angefangen. Bei ihr ist einfach alles ein bisschen anders, wie es eigentlich vorgehen ist. Auch der Weg zur Malerei war bei ihr en echte Runde gewinnten. Und sech sind ich ganz viel gelaufen. Ich habe gemeint, ich muss den Sportler gehen und ich bin viel zu viel gelaufen für mein schlecht Fuß. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe mal einen zweiten Hobby, weil da geht nichts. Und so komme ich dann dazu und ich gedacht, ich mal ein Bild. Und ich habe noch gerade abgehalten mit Schaffen, ich hatte viel Zeit. Ja, und ich gedacht, ich kaufe mal drin. Und ich dann so eine kleine Kur gemäht und ich gedacht, ja, das ist gut. Muss mal heim und so habe ich mal nicht abgehalten. Alles, was Claudine Maillet aufhegt, wird bei ihr mit ganzem Herzen gemacht. Nicht vielleicht hat sie in der Zwischenzeit dann auch schon ein paar die Kunstpreise gewonnen. Claudine Maillet ist der Beweis, dass jeder kann zum Künstler gehen. Dafür pegt sie auch gerne eine Hand an, für anderen, die sich berufswillen in der Term zu greifen. Zu Dickrich am Kulturhaus hat die Möglichkeit, von hier an Kunst von den Cartoons angefordert zu gehen. Ich meine, jeder kann etwas mit dem Wort Cartoon aufhängen. Da erinnert also an als Kant. Noch die eben noch gerne Kant sind oder sich einfach gerne an das Vergangene erinnern. Viele Leute sind froh mit Cartoons. Und ja, so als die kommen eventuell da zu bieten, mal ein bisschen besonders, wie in sonst, du hast ja gesagt. Und ich meine, Thema ist auch frei, jeder kann als Cartoon malen, was er will. Bestenfalls sollen sich eine Inspiration mitbringen, weil das immer mehr einfach als Steib irgendetwas zu machen, wie du aus dem Kopf raus. Fährten soll ihn auf alle Fall nicht, wenn er nicht probiert, kann auch nicht wissen, ob er nicht vielleicht ein verstoppten Talent hat. Seht ihr vielleicht auf den Google kommen, dann melde ich euch schon auf info@mhsd.lu. Diesen Samstag, 22. Januar um 14 Uhr geht es los. Zum Abschluss von unserer Emission da wollte ich auch noch auf ein Table Ronde aufmerksam machen, den wir werden diesen Samstag um 19 Uhr abends auf unserem Infokanal weisen. Am Kader von der Exposition 100 Jahre motorisierte Landwirtschaft zu Lützeburg hat ein Autosmuseum nämlich zum Aufschluss Ende vom letzten Jahr eine ganz Partie wichtige Leute aus dem Sektor zusammengerufen, die die Landwirtschaft zu Lützeburg in den letzten Jahrzehnten stark mitgeprägt haben. Hallo, einen kleinen Viergeschmack, ob das, was ich am Kader von diesem Gespräch wird erwarten. Wir haben eine Entwicklung irgendwann für den Mähdrescher, für den Traktor autonom, ohne Chauffeur, lasergesteuert. Wir haben an der Milchproduktion den Roboter, den Käsestreich, alles als du. Aber das kann auch für die Lützeburger Landwirtschaft zum Notteil gehen, weil wir dann irgendwann durch als Kleinstrukturen und durch als viel Hindernisse, die wir kriegen, Wasserschutz, Naturschutz und das und das, auch viel gebaut wird, viel Terrain, die verschwanden, dass dort die Lützeburger Landwirtschaft einen zweiten Preis kriegt. Voilà, das war dann aber für unsere Emission Haut aus der Maison Musicat an der Rue des Halles zu Dickrich. Nächste große Rendezvous bei können wir schon merken. Das ist am 4. Februar. Du hast nämlich eine große Fado-Soiree umgesucht. Detailer dazu, die fand ihr auf der Facebook-Seite von Maison Musicat. Das war dann aber von meiner Seite noch weiter eine ganz schöne Zeit. Macht es gut. Bis an einem Monat.
Bye bye. Star can be